Mit Sömtan ist Singer-Songwriterske Norma nur Hamburg trocken und bloß noch Musik zu machen. Nu, 20 Jahre später kommt ihr erstes Live-Album raus. Ob Norm, da wo eins anfangen hat, ob der Reeperbahn nämlich. Die Platte ist frisch von Tontechniker mastert und Platte ist in diesem Fall wörtlich zu nehmen. Norma war das nämlich besonders wichtig, dass er Hochdüt, Fraischke und Plattdüt-Songs echt ob Vinyl presst wird. Ich finde ein großes Cover schön, das kann man sich auch hinstellen. Ich finde das sehr schön, eine Schallplatte zu haben. Ich habe die Schallplatte ablegt auf meinen Plattenspieler und habe erstmal einen Schreck kriegen, denn mein Schallplattenspieler ist mit Bluetooth und der Ton wäre ein bisschen verzerrt. Und ich habe gedacht, oh, nun schauen wir die alle nochmal nie pressen. Aber ja, mit Kabel verbunden und alles wäre gut und das hört es sich toll an auf Schallplatte. Moin zusammen, ich stell mich auch mal von Föhr und Friesland. Da komm ich her, da wo der Chopper bedient steigt, der Wind über Land weit. Da komm ich her. Das ist mir letzt erst aufgefallen, dass ich nur 20 Jahre, nachdem ich nach Hamburg drücken bin, von Föhr, nur mein Live-Album gemacht habe. Das ist irgendwie, ja, schön, dass man auf der Reeperbahn auch irgendwie angefangen hat mit Open Stages und da allein mit die Gitarre gespielt habe. Und nur 20 Jahre later kann ich nun ein Live-Album mit Band gut bringen. Ich habe ein Lied auf Frisch auf mein Album und das heißt Eban Flott. So sicher ist es wiederkommt, skal ich auch weg von hier. Doch so sicher ist es wieder, weil kommt, käm ich zu dem mit Eilon fährt. Das ist mein Muttersprach. Und dann ist das immer noch so ein Gedanke, ich weiß noch, wie ich mit Chip von Föhr nach Hamburg gegangen bin und dachte habe, ich mag nur Musik. Und immer wenn ich das auf der Bühne singe, dann denke ich weiß noch, wie das wäre, wo man ja, wo noch kein der Musik hört hätte, den man mockt hätte. Und dann ist man einfach losgegangen und hätte das mockt. Und das kommt mir immer wieder in den Sinn, wenn ich das auf der Bühne spiele. Wenn man Konzerte spielt, ist man obträgt. Aber wenn man weiß, dass alles Aufnahmen war und das auf CD kommt, das ist nochmal ein anderes Level. Also wir haben 40 Spurenaufnahmen, also das Schlagtüch mit 8 Mikrofonen mikrofoniert. Ich natürlich ein Mikrofon. Dann, genau, das Publikum ist mikrofoniert worden und ja, wir haben extra einen engagiert, Stefan Erhardt wäre da und der hat das hat bloß mit Computer sehen und kickt, dass jede Mikrofon eins abnimmt und bloß kontrolliert, damit, wenn was passiert, hier sofort sagen, stopp, das morgen wie nochmal. Ist aber nicht passiert. Ja, also ich hab gedacht, wir nehmen das komplett ab und so kommt das auf Platte. Das wäre dann aber nicht so, weil ich gut von heft, dass eine Schallplatte nicht so viel Minuten zur Verfügung hat. Und dann ja, werk dabei und hef so ein Beten immer min Ansagen kürz oder der Applaus mal ein Beten kürzer macht. Das wäre schon Friemelei. So. Also da sind natürlich Lieder dabei, die ich ganz früh geschrieben habe mit Sömtan, als ich nach Hamburg gegangen bin, Eban Flott. Und dann ist da Sisyphus ab, was ich nun 2 Monate erst spiele auf der Bühne. Ich glaube, ich bin Sisyphus. Wir wollen ja auch, dass das Publikum zu hören ist, sonst hätten wir auch ins Studio gehen können. Also wenn das Publikum richtig dabei ist und mit Tanz und Klatsch und mitsingt, auch, das ist schon toll. Das gibt nochmal eine andere Energie. Und ich hab bloß gedacht auf der Bühne, dass ich nicht zu viel tanze, weil dann wackelt die Stimme und das war die Abnahme. Also sonst bei Konzerte tanze ich auch ganz viel. Da habe ich mich nur ein bisschen zurückchen, aber das hätte mir so viel Energie gegeben und das wäre einfach so ein schöner Abschluss.